Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig. Wir waren stehen geblieben, als wir hier bei den Fireflies endlich angekommen sind. Und dann hat uns die Dappig Marlene auch noch verwehrt, die Ellie zu sehen. Wir haben nur herausgefunden, dass die Ellie gerade für OP vorbereitet wird. Und ja, dass sie ihr den Cordyceps behandeln wollen, weil der mutiert ist, weswegen sie immun ist. Aber der Cordyceps, der wächst, wie gesagt, auf dem Gehirn. Das heißt, die Ellie wird wahrscheinlich bei dem Eingriff sterben, aber das ist der Marlene offensichtlich egal. Obwohl sie die seit ihrer Geburt kennt. Hauptsache, es gibt ein Heilmittel und sie will die Menschheit retten. Und jetzt steht sie kurz davor, aber der Joel mag das anscheinend nicht haben. Und er will die Ellie auf jeden Fall sehen. Und da waren wir jetzt stehen geblieben, dass wir hier die ganze Fireflies mit ihrer dappischen Anglerheat fertig gemacht haben. Und ja, jetzt ist der Weg geräumt. Und wir können jetzt noch so plündern, was es einigermaßen zu plündern gibt, obwohl es hier eigentlich schon alles voll ist. Und ja, dann können wir jetzt hier in der Westflügelreihe. Da geht's weiter im Spiel. So, rennen wir erstmal, suchen hier Deckung. Warten, bis die Buwe hierher kommen zu mir. Das war relativ schlecht von mir. Ich glaube, da habe ich gerade das hässlichste Gemetzel im ganzen Spiel angerichtet. Ach du liebe Zeit, Entschuldigung, ihr liebe Leid. Das war echt hässlich und vor allem absolut unpräzise von mir gezielt. Das war ja grässlich mit anzusehen. Ich glaube, wir haben aus gutem Grund vorher kein Sturmgewehr gekriegt in dem Spiel. Das war ja absolut miserabel mit anzusehen. Oh Mann, du bleib mal lieber bei deiner Halbautomatikwaffe, da wissen wir wenigstens, wie wir damit umgehen sollen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, gut, da kommt jetzt zum Tod der nächste Knabe. Und dann können wir so nochmal auf althergebrochen die Art und Weise niedermachen. Aber spaßeshalber lade ich nochmal das Sturmgewehr. Mann, Mann, Mann. Entschuldigung übrigens auch bei meiner Stimme, ich habe mich nach wie vor noch nicht von meinem leicht angeschlagenen Zustand erholt. Das habe ich ja schon im Winter in der Ferienhütte A-Lager das erste Mal gesagt. Und ja, wie gesagt, Entschuldigung ihr liebe Leid, falls es noch arg und ein bisschen olver klingt, aber ja, seht mal's bitte noch, wenn ich da am Husten bin und meine Stimme ab und zu mal nicht so schä klingt und ja, und so saftig klingt, wie ich schon fast sage, für Teufel. Dann gehen wir jetzt mal hier durch. Ja, und falls noch mehr Knabe kommen, sperren wir das mal ab. Aber wir sind ja guter Dinge, das schaffen wir. Verlieren wir doch auch keine Zeit. Und klettern da hoch. Und hier sind glücklicherweise erstmal keine Typen. Deswegen können wir hier nochmal in aller Ruhe uns Sache holen. Aufzeichnungsgerät des Chirurgen haben wir hier. Und ich habe beim letzten Mal gelernt, da habe ich den Controller ans Headset gehalten, aber ich habe auch gehört, dass das so geht. Ansonsten, das gibt sonst so ein hässliches Echo, deswegen spiele ich es jetzt ab, ohne es ans Headset zu halten. Da müsste das gut klingen. Hören wir es uns doch mal an, was der Chirurg zur Sache hat. 28. April. Marlene hatte recht. Die Infektion des Mädchens ist außergewöhnlich. Der Grund für die Immunität ist unbekannt. Bisher zeigten alle Fälle, dass die Antigentitter des Cordyceps im Serum und in der Rückenmarksflüssigkeit hoch bleiben. Blutkulturen der Patientin entwickeln unter Laborbedingungen rasant Cordyceps. Die weißen Blutzelllinien bleiben jedoch normal, sowohl prozentual als auch absolut. Es gibt keine Erhöhung des proinflammatorischen Zytokins. Ein MRT des Gehirns zeigt keinerlei Pilzbefall im limbischen System, was normalerweise mit dem Prodrom Aggression infizierter Patienten auftritt. Unser Ziel muss sein, diesen Zustand unter Laborbedingungen herzustellen. Wir stehen vor einem Meilenstein der Menschheitsgeschichte, wie der Entdeckung des Penicillins. Nach Jahren fruchtloser Forschung sind wir fast am Ziel. Haben Erfolge und schenken der menschlichen Rasse wieder Kontrolle über ihr Schicksal. Alle unsere Opfer und die vielen Männer und Frauen, die
alles gaben. Es ist nicht umsonst gewesen. Ja, das war jetzt viel technisches Fachgesimpel. Damit kann ich leider nicht sehr viel anfangen, weil ich, wie gesagt, kein Biologe bin. Was ist du, wie gesagt? Ich habe es noch nie gesagt, was ich eigentlich schaffe. Egal. Auf jeden Fall bin ich kein Biologe und bin auch so nicht technisch besonders versiert. Und gerade was Biologie und Chemie und so weiter angeht, bin ich leider nicht gerade so der Fitteste. Aber falls ein anderer von euch da gut in der Materie drin ist, könnt ihr eventuell noch erzählen, was der Chirurg gerade erzählt hat. Wichtig ist auf jeden Fall, ein Heilmittel steht bevor. Und dann spielen wir noch das Band von der Marlene nochmal ab. Es ist 17:30 Uhr am 28. April. Ich hatte ein Gespräch, einen Streit mit dem Chirurgen. Man kann den Parasiten offenbar nicht entfernen, ohne den Wirt zu töten. Es wäre also das Todesurteil für die Kleine. Und jetzt wollen sie mein Einverständnis. Die Prüfungen werden immer härter und härter. Nicht wahr? Ich bin müde. Ich bin erschöpft. Es soll nur zu Ende sein. Es muss sein. Ja, jetzt haben wir mal der Marlene ihr Warte mitkriegt. Also ihr persönliche Gefühle für die Ellie und für ihre Mutter, der sie das Versprechen gegeben hat, als auch ihr Überzeugungen, was Menschheitsrettung angeht, durch die Fireflies, die sie immer gegründet hat und die eigentlich dem Ideal noch nachhängen sollten, aber irgendwie teilweise auch sich zu einer gewalttätigen Bande entwickelt haben. Ja, damit ringt sie gerade, die Marlene. Und sie hat sich jetzt entschieden, ihre Ideale noch 20 Jahre nach wie vor treu zu bleiben. Und ja, dass es so sein muss. Und hier haben wir dann auch noch was. Und zwar Messertür. Na bitte. Können wir an der Stelle auch noch ein Messer basteln. Und können nochmal gucken, was es hier gibt. Hier hätten wir noch einen Firefly-Anhänger und Pillar. Bryony, Stewart, Seum, Säum, was auch immer. Interessant. Gut, dann hätten wir da noch jede Menge Zeug. Also das ist jetzt immer schönes Waffenlager zum Schluss. Da gibt es auch nichts mehr so wirklich Großartiges. Noch Rohr. Okay, dann sind wir jetzt, glaube ich, bestens ausgestattet. Mal gucken. Na, Jagdgewehr leider nicht. Dann bleiben wir doch mal bei unserem schönen Sturmgewehr. Und gehen jetzt mal hier ins der letzte Abschnitt hier gleich rein. Aber vorher können wir hier noch flattern gehen. Gibt es auch mehr Tonbandgeräte als Artefakte, wie ich gedacht habe. Ich glaube, wir dürfen jetzt beim 4. oder beim 5. oder so sein um den Dreh, ne? Dann, was haben wir hier noch? Ja, das scheinen wohl hier Laborbedingungen zu sein, diese mit unerhängen als Forschungseinrichtung. Haben wir noch Marlins Tagebuch, das lesen wir doch natürlich mit absoluter Freude. Hoppla, das war gleich mal ihren Steckbrief. Ich bin jetzt leider runtergegangen. Müssen wir gerade mal gucken. Ah, okay. Das ist doch ein bisschen was. Dann lese ich euch das doch mal vor. 15. März. Wir haben endlich die Grenzen von Utah überquert. In einigen Tagen werden wir wieder bei den anderen sein. Heute ist die Mannschaft bei besserer Laune. Ich habe mir Sorgen um ihre Moral gemacht, seitdem Craig und Tanya letzte Woche von uns gegangen sind. Es tut gut, sie mal wieder lachen zu hören. Robin kam zu mir und sagte, danke, dass du auf uns aufpasst, Marlene. Es war eine kleine Geste, aber ich habe sie gebraucht. 23. März. Ellie hat es nie geschafft. Wir haben das Krankenhaus erreicht, es wurde gefeiert, zumindest von den anderen. Sie freuen sich, ihre alten Freunde wiederzusehen. Manche von ihnen haben wir seit über 10 Jahren nicht mehr gesehen. Nachdem sie mir die Neuigkeit berichtet hatten, konnte ich nicht essen. Ich konnte mit niemandem sprechen. Ich sollte dankbar sein dafür, dass ich noch lebe, aber jetzt will ich nur die Augen schließen. 24. März. Sie sehen mich an und ich weiß, was sie denken. Sie denken, dass wir ein paar unfähige Anfänger sind. Was hätte ich tun sollen? Ich dachte, ich würde sterben. Meine Männer wurden vom gesamten Bostoner Bataillon gejagt. Ich musste sie aus der Stadt schaffen. Wie hätte ich wissen sollen, dass die Firefly-Eskorten bereits tot waren? Verdammt. Ich bin in Panik geraten.
Letztlich sind meine Wunden schnell verheilt und meine Männer waren fähiger, als ich es erwartet hatte. Mehr als eine Handvoll überlebte den Angriff der Armee. Ich hätte sie bei mir behalten sollen. Stattdessen habe ich sie in den Händen von Schmugglern gegeben. Ich habe dich enttäuscht, Anna. Ich habe uns alle enttäuscht. Ich bin eine unfähige Anführerin. 25. April. Ich kann nicht mit ihnen reden. Ich halte die Blicke nicht mehr aus. Hier kann ich nicht bleiben. Jesus, ich brauche wirklich noch Leseunterricht. 28. April. Einer unserer Kundschafter hat uns gerade angefunkt. Er hat gesehen, wie ein älterer Mann und ein junges Mädchen den Tunnel beim Busbahnhof betreten haben. Er sagt, sie könnte rothaarig sein. Ist sich aber nicht sicher. Was, wenn sie es ist? Hör auf, Marlene. Der Aufklärungstrupp wird sich auf den Weg machen. Ich werde mich ihnen anschließen. 28. April. Wenn du dich in der Dunkelheit verirrt hast, suche nach dem Licht. Sie lebt. Sie führen jetzt die Tests an ihr durch. Ich kann nicht sagen, ob ich aufgeregt, ängstlich oder bloß nervös bin. Ich weiß nur, dass meine Hände nicht aufhören zu zittern. Ja, und danach kam dann die Nachricht und dann Todesurteil gesprochen. Top, Marlene. Super. Ganz großes Kino. Geht du klatsche, wenn ich die Controller nicht in der Hand hätte. Quatsch. Von da bin ich Kummer. Bibabubu. Bibabubu. Ah ja, hier. Da wollte ich noch in die Krankenräumerei schiele, was es da noch Schickes gibt. Backstell, super. Auf was liegt's dann? Ah, auf der Wog. Ja, wo? Ach, sonst, natürlich. So tät ich das auch mache. Ja, da hätten sie hier noch die Patientenräume anscheinend gehabt. Und sind sich auch nicht zu fein, hier ihr Firefly-Symbol drauf zu schmieren. Aber die Batterie gewechselt. Und dann geht's jetzt hier in den letzten Endes alles entscheidende Abschnitt, wo wir dann zu der Ellie kommen. Ja, das ist es. Ich komme, Ellie. Abpfui Deivel. Sag das doch nicht so, Kerl. Wie geht? Dann. Die Sarah, das ist der letzte Abschnitt. Und ihr liebe Leid, ihr wissen, was das heißt. Ich bin ein kleiner Drecksack, wie mir das viele schon bestätigt haben. Und deswegen gibt's hier einen Cut. Wir sehen uns dann im nächsten Teil von Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig, wo es so richtig zur Sache geht, nicht nur mit dem letzten Firefly-Kontakt, sondern auch was die letzte Videosequenz bringt. Bleiben wirklich, wirklich gespannt, ihr liebe Leute. Wir sind fast am Ziel. Es bleibt spannend. Machen's gut bis dorthin. Iron Yankee.